denken, juhu, endlich mal was Verbindliches in unserem Bereich. Denn auch das gab es bislang nicht. Es gab keine Verbindlichkeiten, es gab Mindestverordnungen und. Ein Gesetz und alle freuen sich und sagen, juhu, man liest das Gesetz, man versteht es nicht. Ich arbeite mich da seit Oktober durch und jede Veranstaltung bringt mir neue Erkenntnisse, bis heute. Ich habe dieses Gesetz bis heute wahrscheinlich überhaupt noch nicht völlig verstanden, beziehungsweise die Auswirkungen, die es hat. Aber einige Dinge habe ich verstanden und die sind nicht zu unseren Gunsten. Das bedeutet für uns, unsere Bedingungen verschlechtern sich durch dieses Gesetz noch einmal. Vielleicht nicht gravierend, vielleicht nur ein bisschen. Aber wenn man schon vor dem Abgrund steht und nicht weiß, wie man den Tag bewältigen soll, wenn man jeden Morgen wieder von vorne anfängt und man hofft auf ein Gesetz, auf verbindliche Strukturen, und es kommt sowas wie das Keyword, was es für uns als Erzieherin noch um einiges schwieriger macht, dann braucht es nicht viel. Auch Erzieherinnen haben Grenzen. Und deshalb fällt es uns im Moment nicht schwer, uns hier zu treffen, ohne dass man großartig mobilisieren muss und gegen dieses Gesetz protestieren. Und eine Antwort hätte ich gerne, es ist ein Kinderförderungsgesetz, aber was bedeutet es für uns Erzieherinnen? Da wird viel zu wenig drüber geredet. Es ist kein pädagogisches Konzept, das habe ich schon mal gehört, das weiß ich auch, aber es ist die Basis und es bietet den Rahmen für ein pädagogisches Konzept. Das darf man nicht vergessen. Und ich möchte, dass die Erzieherinnen einfach mehr im Fokus stehen und geguckt wird, was können die leisten, was mutet man uns zu.